Ja, wir haben den dritten Advent. Wie die Zeit doch vergeht. Das ist speziell in dieser Advents- und Weihnachtszeit, wo einem das auffällt, weil immer mehr Kerzen dazukommen. Wie die meisten von euch wissen, bin ich schon in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen. Und ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man eine starke Advents- und Weihnachtstradition hatte und auch viele Advents- und Weihnachtslieder gesungen hat. Von etlichen Liedern bin ich begeistert gewesen, und es gibt bis heute noch so ein heimeliges Gefühl für mich, wenn ich die Lieder höre oder singe in der Advents- und Weihnachtszeit. Aber es hat auch Lieder gegeben, die sind für mich merkwürdig komisch gewesen. Ich habe sie einfach nicht verstanden. Völlig unsinnig, was man da singt. Und ich habe mich manchmal gefragt, was sollen die eigentlich mit Weihnachten zu tun haben? Und da ist zum Beispiel ein Lied gewesen, ich habe mir gedacht, die singen da von einem Ross, das fortgelaufen ist. Und das gehört anscheinend zu der Rasse Jesse, das Ross. Und das ist mitten im kalten Winter fortgelaufen. Bis ich dann verstanden habe, dass es ist ein Ros entsprungen, dass es eine ganz andere Bedeutung hat. Wie ich mir eigentlich gedacht habe. Immer ganz anderes Lied. Da sind Menschen aufgefordert, Türen nach oben zu ziehen. Alle Türen, die ich kennt habe, sind auf die Seite aufgegangen. Ich habe mich immer gefragt, was ist das für eine Tür, die nach oben aufgeht? Oder nochmal ein anderes Lied. Da hat man von einem voll beladenen Schiff gesungen und hat das besungen. Und das Komische ist, der Mast hat Heiliger Geist, hat man den genannt. Und ich kann nichts mit dem anfangen. Und ich habe mich immer gefragt, was überhaupt hat das mit Weihnachten zu tun? Und dann hat es ein Lied, das war eigentlich fast am unverständlichsten für mich gewesen, wo wir in der Gemeinde mit grosser Inbrunst gesungen haben. Bei jeder Feier hat das dazugehört. Und da haben wir immer von einem Mädchen gesungen mit dem Namen Zion, wo aufgefordert worden ist, sich zu freuen. Die Mädchen in meinem Bekanntenkreis haben Johanna oder Esther oder Maria geheißen. Ich habe kein Mädchen mit Namen Zion kennt. Und erst im Lauf der Jahre habe ich gemerkt, dass die Texte mehrheitlich aus dem Alten Testament stammen. Und dass das eigentlich prophetische Texte sind, wo auf Jesus hindeuten. Und dann ist mir auch klar gewesen, was das so miteinander zu tun hat. Aber ehrlich gesagt, die alten Lieder sind nicht ganz einfach. Weil die Bildsprache Jahrtausende alt ist. Und die Lieder meist in einem Deutsch geschrieben worden ist, wo uns heute auch schwer zu verstehen ist, weil es Jahrhunderte alt ist, manchmal sogar aus dem Mittelalter stammt. Und die haben manchmal so eine hohe lyrische Ausdrucksweise. Und ich hatte so Menge Probleme gehabt. Heute, wenn wir uns genau mit dem Text von dem letzten Lied befassen, Grundlage ist das Lied Tochter Zion. Das ist ein biblischer Text aus dem Propheten Sacharja. Und ich werde euch das vorlesen aus dem Prophetenbuch Sacharja ab dem Vers 9 im Kapitel 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Da kommt die Tochter, aber mit Zion ist etwas anderes gemeint. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ich glaube, man braucht ganz viel Background-Infos, dass man den Text überhaupt verstehen kann. Infos, die helfen, den Text richtig einzuordnen. Also zuerst einmal, wie gesagt, der Sacharja ist ein jüdischer Prophet. Er war Priester. Er stammt aus einer
sogenannte Theologenfamilie. Und Israel ist gerade zu dieser Zeit aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Es hat verschiedene Wellen gegeben, wo sie wieder retour gekommen sind. Die sind 70 Jahre zu Babylon verschleppt gewesen. Und dann sind sie in verschiedenen Wellen retour gekommen. Sie haben dabei Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut. Wenn ihr in der Bibel das Buch Esra oder Nehemia leset, dann leset ihr von den Schwierigkeiten, die sie bei dem Wiederaufbau hatten. Den Schwierigkeiten, denen sie begegnet sind, die Probleme, die sie hatten bei dem Wiederaufbau. Gott hat dann den Prophet Zacharia gebraucht, um seinem Volk neuen Mut zu machen. Wenn wir heute den alttestamentlichen Text lesen, dann fällt es uns manchmal schwer, den zu verstehen. Aber der hat bei ihnen genau in ihre Situation hineingeredet. Aber auch eben nicht nur die Form, wie es geschrieben ist, auch der Inhalt ist manchmal schwer einzuordnen. Wir wissen manchmal nicht, worauf bezieht sich das eigentlich bei prophetischen Texten. Denn prophetische Texte haben unterschiedliche Zielpunkte. Es gibt Texte, wo sich direkt auf das beziehen, was die Leute konkret erlebt haben, in dem Moment. Also das Zeitgeschehen. Die reden direkt in das Zeitgeschehen vom Volk Israel hinein. Das Zeitgeschehen wird beschrieben oder es werden Ankündigungen gemacht, wo sich im politischen und weltgeschichtlichen Geschehen weiterentwickeln soll. Was das Volk genau in dieser schwierigen Situation soll wissen. Das ist ein Teil der Prophetie. Dann gibt es eine weitere Prophetie, die sich auf den Messias beziehen. Der Messias, der von Gott gesandte Retter, und viele Propheten prophezeien etwas auf den Messias hin. Und dann gibt es eben noch weitere Prophezeiungen, die sich auf die Endzeit beziehen, also auf die Zeit, wo Jesus wird wiederkommen. Also du hast prophetische Texte, wo entweder ins Zeitgeschehen auf den Messias hindeutet oder auf die Endzeit. Und für uns ist es nicht immer einfach zu verstehen, auf was es sich dann bezieht. Selbst für Theologen ist es manchmal schwierig, das abzugrenzen. Aber interessanterweise bei dem Text, wo wir gerade in Sacharja 9 gelesen haben, da sind sich eigentlich alle Theologen einig, dass sich der Text auf den Messias bezieht. Wer ist der Messias? Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, dass die Juden einen König erwartet haben. Das Volk Israel hat gewartet auf einen König. Eigentlich hätte das Volk Israel nie einen menschlichen König gebraucht. Denn Gott selber ist ihr König gewesen. Aber das Volk Israel hat bei den anderen Völkern ringsum gesehen, wow, ist das cool, wenn man einen König hat. Wenn einer das Volk anführt, wo man sieht. Und so hat das Volk das bei den anderen ringsum gesehen und haben auch gesagt, sie wollen einen König. Trotz Warnung, was das alles für Folgen wird haben, ist das Volk bei dieser Forderung geblieben. Und dann haben sie viele Könige gehabt. Wir kennen einige. Der Saul war der Erste, dann der David. Und es hat einen nach dem anderen gegeben und manchmal sind sie gut gewesen und manchmal eben auch gar nicht so gut. Sie haben viele Könige erlebt. Gute dabei, nicht so gute dabei. Und man hat den Eindruck, je mehr Könige es gegeben hat, die Könige sind immer schwieriger in ihrer Regierung geworden. Und das Volk, im Volk ist eine Sehnsucht gewesen, dass wieder einer würde kommen, der im Sinn von David würde regieren. Ein Sohn von David, der auch im Geist von David würde regieren. Wo das Volk wieder zusammenbringt. Wo das Volk weise mit Güte und Gerechtigkeit leitet. Das ist so eine tiefe Sehnsucht im Volk Israel gewesen. Die Sehnsucht, wenn kommt
einen neuen König, wo alles anders wird. Und darüber hinaus ist Israel auch immer von feindlichen Mächten erobert worden. Die Israeliten haben sich gesehnt nach einem König, wo sie würde befreien von diesen feindlichen Mächten, wo sie bedrängen. Das Volk Israel hat viele Völker um sich gehabt, wo ihre Feinde sind. Bei dir sind es wahrscheinlich nicht die Völker, die um dich herum sind. Aber es gibt sicher auch in deinem Leben Situationen, wo du merkst, da ist mir ein Feind entgegen. Eigentlich habe ich auch in meinem Herz Sehnsucht nach Freiheit. Sehnsucht nach Befreiung. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ein siegreicher König hätte sein sollen, der ihnen Sicherheit und Freiheit bringen soll. Und die Israeliten haben immer wieder erlebt, eben, wie das Volk Gottes sich abgewandt hat von Gott. Wie sie Gott untreu geworden sind. Und sie haben sich gesehnt nach einem König, wo auch die Gottesbeziehung wieder würde herstellen. Wo ein König, wo das Volk wieder zurückführt zum lebendigen Gott. Wenn man ins Alte Testament hineinschaut, dann sieht man, dass die Sehnsucht nach dem König, nach dem Messias immer größer wird. Und dass die Prophetien auf den König, je näher man dem kommt, immer konkreter werden. Beim Sacharja 500 vor Christus ist es da schon relativ konkret. Was prophezeit jetzt der Sacharja über den König? Und das ist jetzt interessant. Erstens, in dem Text, den wir vorher gelesen haben, aus dem Kapitel 9, da kommt führen, der König ist gerecht und er hilft. Das soll ein König sein, der absolut gerecht ist. Und er soll ein Helfer sein. Der König kommt arm und demütig. Und als Zeichen für Demut, haben wir vorher gelesen, soll er auf einem Esel reiten. Also für einen König sollte zu damaliger Zeit ein angemessenes Fortbewegungsmittel eigentlich ein Ross sein. Hoch erhaben. Im Deutschen hat man auch das Hoch zu Ross. Sagen wir manchmal. Wer in der Antike eine Stellung wollte zeigen, der hat ein Ross. Und der König, der soll jetzt nicht auf einem Ross kommen, sondern auf einem Esel. Ich könnte mir vorstellen, das Volk in dem Moment, vielleicht haben einige geschmunzelt, aber vielleicht auch laut rausgelacht. So stellen sie sich eigentlich keinen König vor. Ich weiss nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass auch die Mächtigen auf dieser Welt besondere Fortbewegungsmittel haben, besondere Gefährte. Da gibt es zum Beispiel beim amerikanischen Präsidenten, im Moment noch aktuellen, der SUV. Wow, The Beast heißt das Ding. Wenn das um die Ecke kommt, da wiegst du zuerst mal so, wow, mächtig. Groß. Und er wird seine Macht durch das auch darstellen. So versuchen die Mächtigen von dieser Erde ihre Macht zu demonstrieren, wenn sie mit so einem Gefährt vorfahren. Aber jetzt wird uns da erzählt, der kommt jetzt nicht mit dem SUV. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der amerikanische Präsident würde in einem Trabi, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt aus Ostdeutschland, ein Trabi oder so einen Fiat 500, würde in dem vorfahren. Und es wird gesagt, hey, der Präsident kommt. Also, nein, geht ja nicht, oder? Also mit dem kannst du ja keine Macht demonstrieren. Da machst du dich doch lächerlich. Und wenn der König so kommt, dann schaut man an. Der König zwingt sich eben nicht gewaltsam auf,
sondern es wird uns berichtet in dieser prophetischen Text, dass er arm, demütig, ja unscheinbar kommt. Nicht protzig und zack, da bin ich und jetzt habe ich die Macht. Vor dem König, und das ist die Botschaft, brauchen wir keine Angst haben. Und was wird noch über den König gesagt? Es ist ein König, haben wir gelesen, wo die Kriegswagen, also die Panzer von damaliger Zeit, wird zerstören und auch die Kriegsbogen, das sind Gewehr. Der König, wo kommt, wenn er kommt, herrscht Frieden. Da, wo er regiert, herrscht Frieden. Und das vierte ist interessant, er kommt ja demütig auf einem Esel geritten. Und da wird er beschrieben als einer, dessen Herrschaft von einem Meer zum anderen geht. Also er kommt als Friedenskönig, er kommt und bietet Frieden an und er kommt mit einer großen Herrschaft. Der König herrscht weltweit. Eine weltumspannende Herrschaft soll das sein. Und das ist etwas ganz Spezielles gewesen, denn wir müssen uns vorstellen, der israelische König, das, was sie vor Augen hatten, der ist König über das kleine Zipfeli dort. Nicht einmal von einem Meer zum anderen. Und es wird ein König vorhergesagt, wo weltweit wird regieren. Und der König, wo da kommen soll ein weltweites Friedensreich ausrufen. So wird also der kommende König beschrieben. Wie ist es jetzt mit der Prophetie, wo der Sacharja da von Gott bekommen hat und gesagt hat? Das Spannende ist, 500 Jahre später, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was sind 500 Jahre später? 500 Jahre später heißt, wenn zum Beispiel bei Luther, der ist so circa 500 Jahre vor uns, hat er gelebt, wenn da etwas gesagt worden ist, was heute würde eintreffen. Das sind etwa 500 Jahre. Und dann hat sich das Wort erfüllt. So lang haben die Juden, das Volk Israel, haben das immer wieder gelesen und gelesen und gewartet und gelesen und gewartet. Sehnsucht nach dem Retter, nach dem König. Und dann ist Jesus Christus auf die Erde gekommen. Er ist arm und klein in die Welt hineingekommen. Nach Weihnachten dann ist speziell, dass es weise Männer gegeben hat, die an den Himmel geschaut haben, die die Sterne, sich mit den Sternen befasst haben und sie können deuten, dass es in Israel, dass ein neuer König soll auf die Erde kommen sein. Das hat nicht einmal Israel jemand gewusst. Sie sind zum König an und haben gesagt, wir haben gehört, es soll ein neuer König geboren worden sein. Weil wir haben die Sterne gedeutet. Wo ist der neugeborene König der Juden? Durch die Prophetie, die Zeichen am Himmel, ist deutlich geworden, dass eine neue Herrschaft kommt. Durch den himmlischen König Jesus. Und dann in seinem öffentlichen Dienst hat Jesus in diesen Jahren, wo er, etwa 3 Jahre, wo er unterwegs war, klar zum Ausdruck gebracht, dass ihm alle Gesetzmäßigkeiten untertan sind. Ich meine, da müsst ihr euch vorstellen, da steht er in so einem Fischerboot und rings um ihn ein Sturm und er gebietet den Naturgewalten. Wow, so ein König, wo selbst so etwas, der kann nicht nur für politischen Frieden sorgen, der hat viel mehr Macht und viel mehr eben weltweit, wo ich mir vorstellen kann. Und er hat entsprechend Zeichen und Wunder gemacht, wo seine Königsherrschaft, seine Messianität bestätigt haben. Im Triumphzug dann
wie er auf Jerusalem kommt, werden wir ganz stark erinnert an das, was wir vorher gelesen haben im Sacharja. Da heißt es in Matthäus 21, da reitet er eben genau auf so einem Esel auf Jerusalem. Und er ist so ein völlig anderer Herrscher als die Herrscher von der Welt. Und dann heißt da, das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die Juden haben in dem Moment absolut Hoffnung gehabt, dass er als König sie vom Joch der Römer wird befreien. Und dann ist es wirklich dreckig gegangen unter den Römern. Das ist eine Knechtschaft gewesen. Auch wenn du dort zum Teil liest, wo sie zu Jesus kommen und sagen, hey, wie ist es mit den Steuern? Da dürfen wir nicht denken, es ist nur wie bei uns mit der Steuern, Einkommenssteuer oder die sind ausgebeutet worden. Denen ist es dreckig gegangen, weil sie von den Römern ausgenommen worden sind. Und sie haben die Hoffnung gehabt, jetzt kommt ein König, unser Befreier. Aber er ist nicht ein politischer König, sondern er ist gekommen, um Menschen von der Macht, von der Finsternis zu befreien. Um Menschen von Satan zu befreien. Und so kommt er bis heute nicht als Herrscher, als König, wo sich aufdrängt und sagt, zack, da bin ich und jetzt habe ich Macht. Er hat die Macht. Aber er kommt und bietet sich an. Und seine Regierungsprinzipien von seinem Königsreich, die sind so ganz anders. In der Bergpredigt lesen wir so ein bisschen davon, in den Seligpreisungen. Da sagt er zum Beispiel, selig sind die geistlich arm sind, die da Leid tragen, die Sanftmütigen, die hungert nach Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Frieden stiften. Sein Friedensreich funktioniert ganz anders. Er hat sogar seine Nachfolger aufgefordert, findet's Liebe. Weil seine Herrschaft auf ganz andere Prinzipien beruht. Er lehrt seine Menschen sogar, seine Finden zu lieben. Er steht für Versöhnung. Er ist tatsächlich der König vom Frieden und sein Reich umspannt die ganze Welt. Nicht durch Eroberungsfeldzüge, wie andere Herrscher das tun haben, sondern indem, dass er Menschen auffordert, sich freiwillig seiner Herrschaft zu unterordnen. Jesus kommt immer als Gentleman, obwohl er alle Macht hat, obwohl er der König aller Könige ist, kommt er und fragt, willst du freiwillig mich meiner Herrschaft unterordnen? Und das Spannende ist, das Reich von Jesus, das wächst und wächst und wächst. Das Friedensreich von Jesus, das wächst und es hat sich ausbreitet bis zu uns auf Baden-Wettigen. Und schließlich ist Jesus auch der Weg ans Kreuz gegangen, wo dann der Statthalter Pilatus ihn beim Verhör gefragt hat, bist du der König der Juden?
Sie haben den Eindruck, man sieht ja so gar nichts. Und Jesus hat zu ihm gesagt, du sagst es. Und wieder hat Jesus ihm dann geantwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das Volk Israel hat ihn aus Enttäuschung abgelehnt. Sie haben sich ihren König so ganz anders vorgestellt und haben dann verbittert geschrien, hinweg mit ihm, kreuzigen ihn. Und Pilatus hat eine Schrifttafel ans Kreuz bringen lassen, mit diesen Worten, Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und bei der Kreuzigung ist er belächelt worden und gekrönt worden mit einer Dornenkrone. So ganz anders, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht müssen wir unsere eigenen Vorstellungen, die von irgendeinem Hintergrund prägt sind, ablegen und überarbeiten. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Im Kreuz kann man sein Sieg über das Böse, zum Ausdruck kommen. Und nicht auf dem Schlachtfeld mit den römischen Armeen, sondern im Schlachtfeld von deinem Leben. Und Jesus kommt und bietet sich an. Und das Spannende ist, obwohl er eigentlich der König der Könige ist, hat er sich arm und klein gemacht. Eigentlich als Erinnerung sind es die 3K. Nein, ich meine jetzt nicht die 3K, wo man früher gedacht hat, bei Frauen mit Kindern, Küche, Kirche. Sondern 3Ks, die uns heute beschäftigt haben: Krippe, Kreuz und Krone. Wir haben vorher von dem Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Jesus, der König vor allen Königen, Herr vor allen Herren. Wer ist Jesus für dich in deinem Leben? Wer ist er ganz persönlich für dich? Ist er einfach ein guter Mensch gewesen, wo uns etwas vorgelebt hat, wo irgendetwas über Gott erzählt hat? Oder ist er in deinem Leben schon zu deinem König geworden? Die Bibel sagt uns, dass er eines Tages wiederkommt und dass dann alle Menschen werden ihre Knie beugen und werden erkennen, dass er wirklich König ist. Und dann ist es allen offensichtlich, aber du hast jetzt die Möglichkeit, ihn in deinem Leben auch zu deinem König zu machen. Das heißt, dass ich dann nicht mehr selbstbestimmt einfach durchs Leben gehe und einfach mache, was ich will, sondern immer Jesus frage, was willst du? Wer sitzt auf deinem Thron? Ist es dein Auto? Ist es Geld? Ist es Macht? Oder willst du Jesus Christus auf den Thron lassen und regieren lassen, auch in deinem Leben? Wenn du dich seiner Herrschaft unterstellst und er macht das, dass es freiwillig ist. Du musst es nicht. Und manche erhoffen sich vielleicht, dass Jesus bei ihnen alle Wünsche im praktischen Leben erfüllen würde. Und sie sind dann enttäuscht, genauso wie die Juden damals. Weil sie eine falsche Vorstellung, eine falsche Erwartung haben von dem König.
Was wird seine Herrschaft in dein Leben bringen? Er schafft Frieden. Er schafft Freiheit. Und wenn er als König in dein Leben kommt, dann wirst du das erleben, wie er als Friedenskönig kommt, dir Sicherheit gibt, dir Freiheit gibt, da wo du gebunden bist, und dir Frieden gibt im Herz und in deinem Leben. Da wo Jesus als König herrscht, kommt Frieden in dein Leben. Es geht letztendlich an Advent, an Weihnachten nicht nur um schöne Kerzen, um schöne Adventslieder, um Stimmung, sondern darum, dass der König kommt. Die Frage ist, was macht das mit dir? Wenn du Jesus reinlässt in dein Leben, und vielleicht merkst du, du bist zwar mit Jesus auf eine gewisse Art und Weise unterwegs, aber er sitzt eigentlich nicht wirklich auf dem Thron. Er ist nicht der König in meinem Leben. Dann kannst du ihn heute wieder neu zum König in deinem Leben machen. Mit dem Jesus kehrt Sicherheit in unser Leben, wo aktuell so von Unsicherheit in dieser Welt prägt ist. Und wenn wir jetzt mit Liedern wieder vor unseren Gott kommen, dann kannst du beschließen in deinem Herz, uns auch aussprechen dann. Und ich lade euch auch ein, dass ihr könnt ins Gebet kommen könnt. Zu einem der Pastoren oder zum Gebetsteam, um das nochmal neu festzumachen. Jesus, ich will, dass du der König auch in meinem Leben bist. Und wenn wir jetzt in die Lieder dann einstimmen, auch im Herz, dann kannst du wieder ganz neu beschließen, ja, Jesus soll wirklich der König auch in meinem Leben sein. Sicher, er wird eines Tages wiederkommen, er wird es allen klar sein. Die Frage ist er denn auch dein König schon gewesen? Amen.